Also für dich will ich euch schon mal begrüßen und ich will euch merci sagen. Ich bin natürlich immens froh, wenn ich gesehen zu wie viel, dass der WA hinterfand tut, das ist ja nicht evident, mitten an der Woche zu diesem Thema für einen heranzukommen und ich meine, los schon so zu können, dass von der Präsenz hier als Konferenz von den Abend wirklich ein riesen Succès ist. Wir hatten Versuche für Säle zu finden, die mir groß wären. Das war schwer, weil ich in einer Phase ist, wo ganz viele Säle besatt waren und wir gut mit Mann am Pöpel mehr empfangen. Ja. Hatten die Rechte gesagt, komm mal gucken nach, für mir große Saal zu finden. Ich hoffe aber, dass wir irgendwie aber all guten eine Möglichkeit haben, für zu sitzen und vielleicht noch ein paar Stil oder so. Bon. Das muss ich gesehen, ja, dass das nicht musste stehen. Ich meine, das Thema Tarifpolitik ist ein Thema, das nicht genug an der Öffentlichkeit ist, dafür man ist dezidiert, für heute die Konferenz zu machen, weil der wisst, Tarifpolitik ist ja eigentlich ein Core-Business. Das ist das, was am wichtigsten ist für uns als Gewerkschaft. Und ich meine, wenn ich visionär richte, der Moin hat eine Pressekonferenz, da habe ich eine ganze Reihe von Erklärungen gegeben, wenn ich Visionär schrichten als Delegierten, wisst ihr ganz genau, für was dass ich schwätze. Wir haben noch die 3 wichtigsten Themen geholt, für heute zu präsentieren. Wir haben das abgedeelt auf 3 Kollegen, ich komme noch darauf. Die 3 wichtigsten Themen für uns als Gewerkschaft sind die Arbeitszeit, der Lohn und Qualität. Was verstehen wir an der Qualität? Qualität an den Verträgen. Das heißt, wir als Gewerkschaft müssen nicht nur eine reine Lohnmaschine. Neben unserem Rolle, den wir sowieso im nationalen Plan spielen, sind wir auch an den Betrieben nicht eine reine Lohnmaschine. Es geht auch um Qualität, es geht um Arbeitsbedingungen, Arbeitskonditionen, es geht um Sicherheit, es geht um Aufsicherung, es geht um Zugang zu Formationen und so weiter. Alles wichtige Sachen, auf die meine Kollegen, die nur mehr schwätzen werden, angehen. Und das ist notwendig und wichtig, auch darüber zu schwätzen. Vielleicht ein paar Zahlen immer aufhängen. Wir haben als OGBL verhandeln wir 253 Kollektivverträge. Was ja bombastisch ist, das ist ich gar nicht bewusst, wie viele Verträge das sind, die hier verhandelt gehen. 253. Das liegt an unserem System, das wir haben, dass wir zum Teil sektoriell Verträge haben, Bankenvertrag, Assuranzen, am Handwerk, der Bâtiment, an der Santé und so weiter. Das sind die großen sektorellen Verträge. Wir haben eine Anmasse von Verträgen Betriebsniveau. Vielleicht eine Zahl zu nennen, eine andere Zahl, die hast du mal genannt gehen. Ich gucke den Patrick, wenn ich mich ehren, 90 Verträge an der Industrie. 90 Kollektivverträge, die mehr an der Industrie verhandeln. Und da wundert den sich für diejenigen, die Presse verfolgen, die Sachen lesen, dass ganz wenig eigentlich über die Aktivität Kollektivvertrag und die Wichtigkeit von den Kollektivverträgen an der Presse geschrieben wird. Komisch. Ein Thema, was eigentlich, da komme ich bei einem weiter zu, 50% von denen Leuten ungefähr, 50% von denen Leuten, die heute zu Lützeburg schaffen, kommen an den Genuss von einem Kollektivvertrag. Komisch, das ist ein Thema, wo die Arbeitskonditionen, die Lohnkonditionen, die Lebenskonditionen schlussendlich für Leute aufhängen, wo 50% von den Leuten, die heute zu Lützeburg schaffen, ganz wenig, ganz rar erwähnt gehen, just auf Form von denen Kommuniken, die wir dann an Zeitungen schicken. An irgendwo merkt ihr da eine Diskrepanz zwischen Sachen, die wirklich wichtig sind, als Verträge, und Sachen, die viel, viel mehr wichtig sind, die da aber dann an den Zeitungen fand. Weil ihnen muss ich ja sagen, die viele Leute, die mengen an so nicht schnell ist, Kollektivvertrag, war das schon in einem Kollektivvertrag so wichtig. Wenn den kein Kollektivvertrag hat, dann hat er 25 Tage Congé und hat den entweder den qualifizierten Mindestlohn oder hat den unqualifizierten Mindestlohn. Und das war es. Und der ganze Rest, von dem mehr hat, das ist dann das Ergebnis von einer Verhandlung, die ihn individuell ganz allein mit seinem Patron feiert. Aber wenn ihn da keine Qualifikation hat,
die wirklich einmalig ist und die formidabel ist, hat ganz, ganz wenig Argumente, dass sich irgendetwas an der Peitut ändert oder dass sich irgendetwas und anderen Konditionen, in denen es schafft, ändert. Dafür also es wichtig und unumgänglich, dass wir kollektiv verhandeln, als Gruppe und damit als Gewicht erhöhen. Und wenn wir lang an den Betrieben wären, am hätten keine Gewerkschaft auf unserer Seite, ja, dann stehen wir vor 4 Jahren auf verlorenen Posten. Was dann noch erklärt, dass das Patronat natürlich immer sieht, ja, wir gehen nach wunderbar eins bei dieser Belegschaft, wir gehen unheimlich gut eins bei diesen Delegierten. Wir brauchen keine Gewerkschaft, wir verstehen das ja formidabel. Mit dat sich formidabel verstohlen, dass wir ganz schnell rüber beim nächsten Konflikt. Und da brauchen wir einen starken Partner an seiner Seite, und der OGWL als ein starker Partner. Vielleicht nach ein bisschen eine Erklärung zu, wo findet der Kollektivvertrag eigentlich statt? Der Kollektivvertrag findet eigentlich statt ab dem Mindestlohn mit Hilfe vom Index. Du hast den Index zu Lützeburg ja so wichtig, man hat eine Zusicherung gekriegt, ich weiß nicht, ob der Länder nur darüber geht, dass eben Index gleich gefreckelt wird. Mit dem Index ist natürlich ein Teil von dem Garant vom sozialen Frieden, den wir zu Lützeburg haben, und Ideen werden als Verhandlungen ganz andere. Aber darüber raus ist es schon extrem wichtig, wie stark das wir sind, und was wir können noch rechnen, das hängt von uns eben auf. Ich schreibe kurz die 3 Gebiete, die wir heute werden präsentieren, und dann sollen ich auch ganz genau, wie die Konferenz auflief. Wir werden also vertieft über Arbeitszeit schwätzen. Arbeitszeit, das war das Motto von unserem Kongress, an unserer Resolution, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Die Zeit, wo wir beim Patron sind wir nicht daheim. Die Zeit, wo wir daheim sind wir nicht beim Patron. Wen hört man mies darauf? Wen dezidiert, wen das wir was machen? Wie prävisibel ist unsere Arbeitszeit? Wie flexibel muss man sein? Auf welchen Einfluss haben wir auf die Organisation von unserer Arbeitszeit? Was ein extrem wichtiges Thema ist, auch gerade doch, wenn ihr guckt, was dabei so könnt, am Kontext von der digitalen Revolution, die für uns da dir steht. Daher da, für diejenigen von euch, die Radio lauschen, daher dann der Präsident von der UEL, den dann da groß aussuchen möchte und sieht, da muss alles flexibilisiert gehen und da muss die Referenzperiode. Ich brauche ja schon keine Erklärung, was die Referenzperioden sind. Die muss ein Jahr sein und das gucken wir dann beim Personal, wo wir so, nicht, die hatten nicht beim Personal einfach so lang geguckt, es wird verhandelt, es wird am Kontext von einer Kollektivvertragsverhandlung verhandelt, sonst geschieht überhaupt nicht. Und wir werden dem nächsten Beitrag, den ihr kennt, werden wir erklären, für was es so wichtig ist, was die kann erreichen, wann man über Arbeitszeit am Kontext von einem Kollektivvertrag schwätzt und nicht ganz lang man sich im Patron konfrontiert, das für über Arbeitszeit zu schwätzen. Zweites Sujet ist der vom Lohn, den wir heute werden abordieren. Du hast klar, gell? Ich meine, du brauchst echt kein Bild zu malen. Das, was an der Tasche geht, das geht nicht an der Tasche vom Patron, von der Entreprise, nicht an den Gewinn. Also da geht es einfach diametral Unterschiede, was der Patron will oder der Employer will, und das, was wir wollen. Aber wenn er da lang steht, ja, da steht er lang. Und dann riecht er gut nicht, außer der Hut. Und das wird dann immer als Beispiel geholt. Die hat eine formidable Qualifikation. Natürlich kann ich zu einem bestimmten Moment auf einem Arbeitsmarkt eine formidable Qualifikation haben und steht wunderbar da und kann ich natürlich lang verhandeln und kriegt noch ein richtig gut Pay. Mir erstens mal hält das nicht an, die Penurie um Niveau von der Qualifikation. Und zweitens sind die Leute, die formidable Qualifikation haben, ja ganz, ganz rar. Und alle guten Janer sind eigentlich gezwungen, für kollektiv den Druck zu machen, für etwas zu kreieren. Dann werden wir also zum Schluss von den Präsentationen werden wir über die Qualität auf der Arbeit schwätzen. Und die Qualität auf der Arbeit ist etwas, was auch extrem wichtig ist. Ich gebe euch ein Beispiel, das ist das von der Formation. Wir wissen alle Guten, dass das Formationen, die wir initial hatten, wenn wir an das Berufsleben herantreten, dass die Tendenzen sich aufzubauen lösen. Das heißt, wenn die nicht fertig bringen, im letzten Stand zu bleiben, dann verliert die Qualifikation immer mehr Wert. Aber wenn dann muss der Patron wechseln,
durch irgendeinen Umstand. Und heute ist es immer mehr so, dass sie nicht 40 Jahre bei demselben Patron bleibt, dann ist die Qualifikation immer mehr wert. Also aus dem Zugang zu Formationsmöglichkeiten, die der Betrieb muss zur Verfügung stellen, extrem wichtig. An den demokratischen Zugang zu den Formationen ist extrem wichtig. Und dafür ist das etwas, was wir immer mehr auch an Kollektivverträgen verhandeln. Das ist auch so, dass man an einer Reihe von Verträgen, da wird die Kollegin, die das präsentiert, auch Modelle entwickelt tun, integriert tun auf Verträge, wo man gewissen Aufsicherungen fanden, wenn dem Betrieb nicht schlecht geht, weil den Arbeitsplatz muss wechseln, Präavien und so weiter. Das selbst was ganz schwer chiffrabel aus dem Moment, wo es geschieht, mit das selbst was absolut notwendig ist, gerade an einer Zeit, wo eben Sachen nicht so bleiben, wie sie sind, aber wo ihn wirklich in den Umständen gezwungen ist, den Arbeitgeber zu wechseln oder überhaupt an seinem Betrieb, seine Position zu halten. Dann, der Morgen hatte man eine Pressekonferenz in dem Sujet, da habe ich den kleinen Witz dort zitiert. Und ich stelle nicht noch, weil er aber irgendwo weist, passt schon nicht dahin, aber er weist irgendwo, der Morgen wollte ihn da konziliant sein an der Frau. Aber es passt aber irgendwo hin, weil es gerade bei Formationen eine Win-Win-Situation gibt. Stell dir vor, zwei Employer, die treffen sich und sie schwätzen mal nehmen und da sieht die einen Employer zu dem anderen Employer, ja, was machen wir dann? Wir bilden als Leute all gut aus, das kostet uns viel Geld. Aber wenn sie fertig ausgebildet sind und sie haben sich vermehrt, dann sind sie besser wie für drunten, ja, da gehen sie. Da verlassen sie den Betrieb. Dann hat das viel Geld gekostet und sie sind nicht mehr da. Und sieht den anderen Patron, den einfach dann, ja, stell dir mal vor, wir bilden sie nicht aus, wir formieren sie nicht und sie bleiben. Das heißt, auch irgendwo, wenn mit dem Patron Diskussionen und Gespräche hat, scheint mir klar zu sein, dass die zwei Seiten eigentlich ein bisschen Interesse daran haben, dass Formationenbestrebungen noch vorgetrieben gehen. Und dass es nicht dazu kommt, dass die Arbeit eben nicht, oder die Qualität von der Arbeit eben nicht evaluiert mit dem, was eben noch vorhanden ist. Ich brauche euch kein Bild zu malen über Murcht, Gegemurcht, das kann der wisst, ohne Gegemurcht, Murcht, was sie will. Das ist evident. Und dafür Wort just. Ich will just Wort sagen über Sozialwahlen. Die meisten von euch werden Delegierte sein, eine Reihe von Kandidaten werden in der sein. Und das klar, das Qualität von unseren Delegierten, von euch, und ich habe da gar keinen Zweifel darüber, wie das groß ist und dass da gut sieht an dem, was der Markt als Delegierten an der Betrieber ist einfach ausschlaggebend, weil schlussendlich verhandelt der hat die Tölle von der Gewerkschaft, die er zur Seite steht, die er unterstützt, die er berät, mich schlussendlich als Qualität von den Delegationen ausschlaggebend über das, was bei einer Verhandlung über den Kollektivvertrag rauskommt. Dafür ist es wichtig, auch am Vorfeld von Sozialwahlen, dass wir die heutige Konferenz machen zu diesem Sujet, für auch zu unterstreichen, wie wichtig die Sozialwahlen sind. Die Sozialwahlen machen wir ja nicht nur für, dass die Delegierten, wie das oft für sich geht an den Betrieben, über die Qualität von der Proprietät von den Dächern am Refektor schwätzen oder über die Proprietät von den sanitären Einrichtungen oder über den Parking, ob es genug Parkplätze gibt. Das geht ja viel mehr weit. Der gestaltet ja mit, das, was geschieht am Betrieb, und die hat Abfluss drauf, einen direkten Abfluss, und die hat die Möglichkeit, da anzuwirken, und was ja klar ist, auch da brauche ich ja kein Bild zu malen, eine neutrale Delegation, ja, die recht ja gut nicht. Also du Kollektivvertrag, mit wem soll die Kollektivvertrag verhandeln? Mit wem seiner Hilfe soll die Kollektivvertrag verhandeln? Bei einem Sozialplan, der gemacht hat, ja gut, die neutrale Delegation, was soll sie machen? Die ist direkt erschossen, bei allen Konflikten direkt erschossen. Das heißt, dafür ist es einfach extrem wichtig, dass wir ihr schon, auf jeden Fall ist es extrem wichtig, dass der Eis hat, dass wir zusammen eine Reihe von Sachen erledigen und erreichen können. Da geht es die gesetzliche Raum, an der Kollektivvertragsverhandlungen stattfinden. Darauf werden Ende zum Schluss angeholt. Was sind da die Sachen, die wir erwarten vom Gesetzgeber für uns zu unterstützen?
weil wir hatten mir eine Reihe von Erfahrungen gemacht, auch gerade an Konflikte, die wir hatten, wo wir 11 Tage gestreikt hat, da können ja schon erinnern, froh, Tisch, Kollektiv und so weiter. Da müssen sich Sachen ändern, da müssen Sachen geschehen, weil so lief es nicht gut. Und wir erwarten von der Politik, das heißt, da unterstützt, wann sie will. Wie wirst du schön for the many, not for the few? Wenn sie will, eine Politik machen für die viel und nicht für die wenig. Eine Politik, die wir viel zu viel lang schon an Europa haben. So. Dann das als Anstieg, ich will heute keinen langen Ritt halten, just kurz wie du verlebt. Als ersten Mengen den David Angel, den wird eine Präsentation machen über Arbeitszeiten. Gibt einen allgemeinen Überblick an den schwätzt auch von einem Akkord, von einem qualitativ hochwertigen, guten Akkord, die sie am Handel gemacht haben, präsentiert den. Werde doch da eine PowerPoint-Präsentation machen, für das zu illustrieren, dass es möglich geht, das doch zu suivieren. Dono schwätzt den Patrick Freischel. Patrick Freischel als Sekretär an der Industrie für Reis, die mit ihm zu dienen, die kennen, mit sind ja wahrscheinlich auch die ihn nicht kennen. Der Patrick, der schwätzt über Thema Lohn, wenn wir gemeint tun, wir gerade ein Kollege aus Industrie kann gut erklären, was Niveau Lohn stattfindet, weil dann die Industrie quasi all mögliche Lohnmodelle gehen, weil sie eigentlich Erfahrung haben mit all möglichen Sachen an ihren 90 Verträgen, sodass man da in Hund den aus der Industrie heraus auch kann eine allgemeine Explikation gehen von dem Ganzen. Dasselbe zählt für den Kommerz, die ganz Top-Partialsgeschichten, die ganz froh von der Arbeitszeit, von den Öffnungszeiten, da das Kommerz, und da tun sie direkt zu dienen. Dann als Last von den 3 Präsentationen wird Lena Batal, schwätzen Lena Batal als zuständig, marktzuständig am Assuranzen- und Bankensektor. Da sind wir nicht majoritär an mehr hun aber do et fertigbrot für eine Reihe durchspricht zu kreieren, dank dem MoGBL Niveau von der Qualität an den Kollektivverträgen. Und hat wir da eine Illustration gehen von dem, was da auch recht an denen Frohen. Gut verstanden. Wir spielen auf den 3 Feierterrain gleichzeitig. Ich gehe nicht darum, zu sagen, ja gut, wenn wir keinen Lohn kriegen, dann gucken wir, ob es auf der Arbeitszeit oder wenn wir an der Arbeitszeit nicht kriegen, dann machen wir es an der Qualität. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, für 3 Felder, kollektivvertragliche Felder zu erklären, zu sagen, wo dort Enjeux sind, was machbar ist, was möglich ist, was wir auch recht tun, was wir weiterwerten, auch rechen, nachdem wir die Sozialwahlen Holland gewonnen haben am 2019. Dann zum Schluss schwätzt den Rölschens Ender über zieht dann eine Art Konklusion von einer Konferenz an wer doch na gut, wir ist nicht am Detail lo an der Frau aufgeschaut, mir wer doch für allem aber den politischen Kontext zu setzen. Natürlich, was braucht, was erwartet mir von der Politik, für das wir Führung kommen, dass wir keinen Stein an den Weg gelöst kriegen, dass wir unterstützt gehen vom Gesetzgeber, für das wir weiter können, als Arbeit machen, wie sie soll gemacht gehen. Das Ganze wird ungefähr 1,5 Stunden, 1 Stunde bis 1,5 Stunden dauern. Wir wollten nicht darüber rausgehen. Am Donau gibt es natürlich eine Kleinigkeit zu essen und Göttepaar und so weiter. Und ich hoffe, dass wir dann die Gelegenheit benutzen, für einen Moment mit denen zusammen zu sein und Eis auszutauschen. Voilà. Ich sage, ich merke Sie nochmal eins, und ich gehe dann fort weiter und dann David an. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Nico hat es angesprochen, Arbeitszeit als Lebenszeit. War als von den Motoren noch vom OGBL seit einer gewisser Zeit. Ich meine, dass es letztendlich relativ gut resümiert, wie eine Gewerkschaft an der Frage von der Arbeitszeit steht, am Anfang einen guten Überblick über diese Position gibt. Thema Arbeitszeit gehört am Anfang seit die Gewerkschaftsbewegung gibt zur Geschichte von der Gewerkschaftsbewegung, zu den Inhalten von der Gewerkschaftsbewegung. Das ist ein integraler Bestandteil am Anfang von den Verdelungskämpfen, die es ja gibt, zwischen letztendlich
Geld an Erbecht, Kapital an Erbecht. Am 21. Jahrhundert da stellen sich do awer nach ganz aner Froen, mir hunn net méi die klassischen Erbechtzeit-Modell, wie man Fleisch kann tun, an dem es ja dann relativ vereinfacht gesot aus dem gangen, weil wir haben Produktivitätsgewinner, wir müssen die anders verdelen, wir schaffen zu lang, wir haben du wenn's Probleme der Techt, wir verkehrt sind Erbechtzeit an verdelen dummer da die Produktivitätsgewinner, verdelen dummer der Reichtum ernst das. Am 21. Jahrhundert du hummer den ganz klassischen Erbechtzeit-Modell, wie man vielleicht einfach kann tun, wo man so viel schon geschafft tun, wo man fix Schichten hatten, den Hummer so nicht mehr. Wir sind konfrontiert mit einer ganzen Multitude von Erbechtzeit-Modellen. Wir sind konfrontiert mit dem Begriff von der Flexibilität, den sowohl von Seiten von den Entreprisen, aber auch von Seiten von den Salarien an das Feld gefordert wird, an den Besoin durchstellt. Und du hast natürlich klar für uns, dass von Seiten von den Salarien, dass die Flexibilität muss mit einer gewissen Sicherheit an hier gehen. Mit darüber kannst du denken, voilà, das hatte ich schon vergessen. Voilà, ich meine, das Thema Erbechzeiten auch ein aktuelles Sujet im Moment ist. Also wir hatten ja an der Wahlkampagne aus dem Rum ugeschwart gehen, du hast verschiedene Parteien, verschiedene Ideen zum Thema Erbechzeitverkürzung an Feld gefordert. Das ist auch Lorem wahrscheinlich ein Thema an den Koalitionsverhandlungen, die im Moment gehen an. Der Nico hat effektiv auch wieder schon nur geschwart. Patronat fordert natürlich, wie immer, eine weitere Flexibilisierung von den Erbechzeiten. Die Erbechzeiten sind natürlich auch immer ein Thema an Kollektivvertragsverhandlungen, an der ganz unterschiedlichen Sektoren. Ich denke da effektiv an Kollektivvertragsverhandlungen am Bauwesen, wo den OGBL durch eine massive und eine starke Mobilisierung ja, schlussendlich, wir wissen seit der PUDEsch, eine weitere Flexibilisierung von den Erbechzeiten verhindert wird. Thema Erbechzeiten ist auch ein Thema an den Kollektivvertragsverhandlungen am Gardiennage. Das ist ein Thema bei den privaten Buschauffeuren, wo wir mit dem Thema Amplitude konfrontiert sind. Und das ist natürlich auch ein großes und ein wichtiges Thema an dem Sektor, für den wir schaffen, nämlich am Commerce. Du weißt, du hast die ewige Diskussion von den Öffnungszeiten, wo immer mehr und immer mehr lang und immer weiter sollen Geschäfte abgemacht gehen. Und du hast am Anfang der Modordre von unserer Kampagne, die wir als Syndikat Commerce feiern, als hier Öffnungszeiten als Erbechzeiten. Weil wir der Meinung sind, dass nicht kann von Öffnungszeiten schwätzen, ohne gleichzeitig von Erbechzeiten zu schwätzen an all dem, was das impliziert. Wenn wir am 21. Jahrhundert 2018 von Erbechzeiten schwätzen, dann ist vor allem auch klar. Grenzen zwischen Erbecht und Privatleben, die verschwommen. Und wo die Erbechtzeit abhält und wo das Privatleben aufhängt, ist eigentlich immer Männer klar. Da sind wir da bei dem Thema Droit à la Déconnexion, wo man gerade an vielleicht intellektuelle Berufe, respektive am Denkschlichtungssektor auch ganz viele Mal konfrontiert sind. Du hast natürlich dann auch positiv zu erwähnen, auch ganz rezent den ersten Kollektivvertrag für Salarien von der Uni Lützeburg, wo für die allererste Kehr schwarz auf weiß so ein Droit à la Déconnexion da festgehalten wird. Wie der gesieht, voilà, das ist ein ganz vastes Sujet, wir haben viele Sektoren, die du mal konfrontiert. Ich gebe sogar so in allen Sektoren, hast du mal konfrontiert, immer in ganz verschiedenen Formen. Schon doch wieder gesagt, die sogenannten Normalarbeitszeiten, die verschwanden am Anfang. Und es stellt sich immer mehr froh, auch durch Digitalisierung, nur verschiedenen Arbeitszeitmodelle, die effektiver Besoin auch von den Salarien angehen, und die natürlich auch auf Besoin von den Entreprisen angehen. Neben den normalen Büros-Arbeitszeiten, wenn ich das mal so nennen kann, haben wir natürlich auch schon mit langen Schichtarbeit Bereiche, wo das ökonomische oder andere Necessitäten das verlangen, wie an der Industrie oder an der Santé. Wir haben schon Modelle wie ein Horaire mobil an Referenzperioden da so geschwert gehen, die eine gewisse Flexibilität erlauben, die natürlich aber auch ihre Grenzen haben. Und durch die Digitalisierung, digitale Revolution an die Produktivitätsgewinner, die am Punkt durch Wirtschaft gehen, die durch Arbeit der Wirtschaft gehen, die durch verbessert gehen, geht auch das Thema Arbeitszeitreduktion immer zu einem aktuellen Thema. An also doch am Moment, wo ja auch schon seit geraumer Zeit die Forderung von einer 6. Congéswoche am Raum steht. An der ganzen Arbeitszeit froh geht es einerseits natürlich darum, sich um Besoin auch von den Leuten anzupassen, und andererseits geht es effektiv darum,
wie das schon historisch so war, seit es Gewerkschaften gibt, geht es darum, den enormen Reichtum, den geschaffen wird, den noch heute zu Lützeburg geschaffen wird, umsatzweise mehr gerecht zu verdienen. Wenn wir da von Digitalisierung schwätzen, da sind wir eben bei dem Schlagwort Flexibilität. Was jo wann den Herr Wirth zum Beispiel für Duell heiert, wo in den anderen Kurt dat givet gut net gin an do wären den Entreprise komplett hennen gebunden, dat ass net so. Mi hu Sektoren, wo lo schon eng enorm Flexibilität am Punkt der Daresödung ass, du denk ich effektiv noch um de Kommerz, wo dann so ass, dass Derbeszeite von eng der op den anderen, von enger wo op die anderen könne variieren, wo beschäftigt da en enormen Opwand davon muss lechten fir het Erbes an het Familie liewen ënner den Hut ze kreien, wo en mal samstes, mal sondes, mal de ganze Weekend muss schaffen. Denken aber nicht nimmen die Kommerz, denken eben noch die Privatbuschauffeuren zum Beispiel, die durch den System von Amplituden am Anfang gezwungen gehen, den ganz großen Teil von ihrem Dach ihrem Employer zur Verfügung zu stellen. Oder und den Nettoyage-Sektor, wo man ein bisschen ein ähnliches Problem haben, und zwar durch das Leute für dieselben Employer mehr auf verschiedenen Arbeitsplätzen schaffen, dass sie so große Coupüren dazwischen tun, dass sie am Anfang an der Zeit ihrem Privatleben nicht können nur gehen, und auch einen ganz großen Teil von ihrem Dach dem Patron am Anfang müssen schenken. Und dann habe ich natürlich noch nicht von den Sektoren geschwärzt, wie dem Bausektor, wo man andere Problematiken wie dem Bankensektor, wo sich über die Arbeitszeitgesetze wäschgesät wird. Voilà, ich meine, das an all Sektoren, ich meine, die kennt das doch alle gut, ich meine, das an all Sektoren ist ein groß zentral froh. Wir können noch, wenn wir schon dabei sind, wir können effektiv, wie der Nico auch so, die wir den Sujet temps partiel schwätzen, die auch immer mehr wichtig ist, wo doch zuletzt eben so ist, dass gerade auch an Niedriglohnbereichen immer mehr darauf zurückgegriffen wird. Und zwar so weit, dass wir zum Beispiel am Kommerz müssen feststellen, dass der 40-Stunden-Kontrakt, anders als wie das am Droit du Travail am Anfang 4 gesehen ist, gut nicht mehr Norm ist. Das geht so weit, dass Salarien teilweise auf 20-Stunden-Basis angestellt gehen und sich dafür man muss beweisen, für dass sie mehr Stunden kriegen. 20 Stunden, wo bemerkt, bei denen nicht oft kein Limit gibt, wo die Salarien theoretisch 5-6 Mal in der Woche müssen umtreten, am besten dann nach einem Arbeitsweg von 50-60 Kilometer wollen irgendwo die andere Seite der Grenze wohnen. Und das ist die Realität von der Flexibilität, von der Patronat schwätzt, das ist die Realität, wie wir sie all da erleben, wie die sie all da erlebt. Und das geht effektiv so weit, dass bei vielen Salarien allein das Wort Flexibilität schon Panikzustand auslöst. Es geht in den Eindruck nämlich nicht los, dass was von Flexibilität geschwärzt wird, dass man dann immer nicht von Flexibilität an die enge Richtung schwätzen und dass es dem Besoin von den Employer geht, dass die am Vordergrund stehen und das Privat-Familienleben von den Salarien, aber auch ihre Gesellschaft, ihre kulturellen, ihre sportlichen Engagement, dass denen immer die kürzeren zieht an der Diskussion. Dabei kann Flexibilität ja etwas sein, was den Salarien kann zu gut kommen. Ich denke, just am Rand, ich denke zum Beispiel auch an Kollegen von der IG Metall, den Patrick Freischel wird noch darüber zurückkommen, die an ihrem letzten Arbeitskampf ganz interessant auch Arbeitszeitmodelle für Salarien erkämpft tun, wo dann noch eine gewisse Form von Flexibilität für Salarien gibt. Wir haben noch so Beispiele zu Lützeburg, wir haben noch so Beispiele bei uns am Kommerz. Das geht von bis. Wir haben zum Beispiel, wir sind ganz viel konfrontiert mit der Frage von der Weekend-Arbeit, von der Sonntagsarbeit, auch von der Samstagsarbeit. Samstag ist wahrscheinlich von den stärksten Tage am Kommerz. Da haben wir dann zum Beispiel Betriebe, wo wir haben Döllis zum Beispiel, wo man die Arbeit limitiert, wo man auf 12 Samstage, also 16 Sonntage am Jahr die Arbeit limitiert. Wir haben auch zum Beispiel im Moment Kollektivvertragsverhandlungen am Cora, wo wir probieren, die Sonntagsarbeit, die immer mehr abkönnen, immer mehr zur Normalität geht, wo man versuchen, die zu begrenzen, wie das man im Moment nicht können ganz verhindern, aber sie zu begrenzen, für die Salarien effektiv eine gewisse Sicherheit durchzugehen, dass sie können auch über die Weekender heinst du frei verfügen. Wir haben an anderen Kollektivverträgen verhandelt, dass Salarien 2 ganz Weekender den Monat frei haben, wo sie dann noch Garantie haben, dass sie können mit ihrer Familie ein Weekend verbringen, dass sie können vielleicht mal ein fortfahren den Weekend oder andere Sachen machen. Wir haben andere interessante Modelle, zum Beispiel bei Tankstellen, wo man nur als Arbeit limitiert tun. Wir haben Sachen wie, wenn die Lohn an Planningen denkt und POT, die immer dann
müssen jeweils für immer und affichiert gehen. Wir haben so Modelle, wo wir zum Beispiel den Betrieb obligieren, am Anfang für en continu 4 Wochen zu affichieren. Für das Salarien eben, wenn sie schon die Flexibilität müssen gehen, dass sie aber en Contrepartie eine gewisse Prävisibilität tun, eine gewisse Planungssicherheit für ihr Privatleben können zu organisieren. Wir noch andere Sachen, die in der Kollektivvertrag kann verhandeln, die man verhandelt tun, zum Beispiel am Kaktus, haben wir eine Wochenarbeitszeit von 39,5 Stunden. Das ist eine halbe Stunde, das ist nicht eine halbe Stunde Mann, das ist nicht die Welt. Das ist aber, wenn das auf die Uhr rechnet, dann schaffen wir bald 3D Männer letztendlich. Das sind Beispiele, wo wir als Gewerkschaft, wo wir als Salarien zusammen können, wenn wir zusammen verhandeln, wenn wir kollektiv verhandeln, können Modelle abfeiern, abbringen, wo wir selber zum Teil Akte von unseren Arbeitszeiten an dem Zusammenspiel Arbeitsleben, Privatleben gehen. Wir haben natürlich auch Negativbeispiele, wo dann zum Beispiel Konkurrenzgewerkschaften, LCGB, beim Dell effektiv, wo die majoritär sind, du hattest mal eine 38-Stunden-Woche für die Geschäfte, die Sondes abhatten. Du gehst finanzielle Geschäfte, die schon ganz lange Sondes abholen. Und du hast dann die Konkurrenzgewerkschaft für die majoritär gehen hast, holt sie die 31 Stunden Woche abgehen. Das heißt, voilà, es geht an die zwei Richtungen. Da hatten wir ja am Anfang in dem Moment ein gutes Beispiel, wo die mehr Flexibilität, die von der Salarien verlangt wird, auch dann durch eine andere Form von Flexibilität am Ende von den Salarien kompensiert wird. Die gesieht, es gehen hier am Kader von den Kollektivverträgen, wo man können umsetzen und dafür sorgen, dass Flexibilität eben noch die Salarien zu gut könnt. Und da muss ich aber, ich entschuldige mich bei den Kollegen und Kolleginnen, die hier im Haus schaffen, weil sie wahrscheinlich schon nicht mehr hören, muss ich auch auf den rezenten Kollektivvertrag angehen, den wir da unterschrieben haben, an den an Mengen an noch richtungsweisend für den Sektor ist. Das ist der Kollektivvertrag, den wir bei H&M unterschrieben haben, den ersten, den wir da unterschrieben haben, nur langen, an nur ganz zähe Verhandlungen. An den effektiv eng Flexibilität viel gesagt, die an die zwei Richtungen geht, aber wo man mengen, dass das kann zu einem Beispiel gehen für den ganzen Sektor, vielleicht auch für andere Sektoren. Also der Betrieb, von dem wir schwätzen, das ist von den Betrieben, die ich wieder nur geschwärzt habe, wo den Temps partiell Regel ist, und zwar nicht als einer freiwilliger Form, das mal so hingestaltet. An unabhängig davon, dass man natürlich die Form von temps partiell involontär, wie wir das nennen, grundsätzlich auch vorstellen, kritisieren, am Druck beharren, dass am Anfang der Vollzeitkontrakt muss Regel bleiben, und dass es nicht mehr der Salarié kann sein, den dezidiert, ob will ein temps partiell schaffen, es wird für einen Grund noch immer oder nicht. Unabhängig davon haben wir an dem Kollektivvertrag eine Regelung für die Arbeitszeiten fand, die uns zufriedenstellt, weil sie den Salarien eben erlaubt, eine gewisse Kontrolle über die Arbeitszeiten und damit über die Lebenszeit letztendlich zu haben. Wie gesagt, wir haben an dem Betrieb haben wir dann ganz viel Temps partiellen, große Majorität. Die Temps partiellen, die konnten bislang ganz extrem flexibel angesetzt gehen. Also die hatten kein fest Arbeitstag, die konnten potenziell angeplant gehen, wann es dem Employer gepasst hat. Und das hat effektiv auch dann dafür gesorgt, dass den Sinn am Anfang von dem Temps partielles Gesetz, der sich an unserer Interpretation den ist, dass ein Temps partiell eigentlich soll erlauben, einen zweiten Job zum Beispiel nach nebendran umzuholen, dass der komplett erwandert wird. Das heißt, die Salarien hatten gar nicht die Möglichkeit, einen zweiten Job umzuholen. Sie hatten noch nicht die Möglichkeit, hier das Privatleben ordentlich zu organisieren. Das heißt, sie waren schon darauf angewiesen, entweder, dass ihr Patron oder ihre Chef in dem Moment gut gemeint hat, oder dass sie das Privatleben anders das konnten organisieren. Das haben wir geändert. Salarien haben fest Arbeitstag, und du gehen dort noch regeln, mit wie viel Stundenkontrakte, wie viel Tage an der Woche maximal am Anfang kann machen. Aber wir haben eine gewisse Flexibilität rausgebracht, von der die zwei profitieren. Du hast nämlich so, dass der Salarié kann für einen Planning am Anfang so mein fix Arbeitstag sind mir für diesen Monat egal. Ich habe vielleicht bestimmte Besoin, ich will den Samstag frei, weil ich gerne irgendwo hin muss. Am Gegenzug gehe ich dir, Employer, gehe ich auch eine gewisse Flexibilität. Wir setzen uns zusammen und wir gucken, dass wir eine Einigung finden für den nächsten Monat, wie die meine Arbeitszeiten sind. Das heißt, das muss am Common Accord geschehen, das muss auf Initiative vom Salarié geschehen, dass der Salarié, der bei den Employer geht, der sagt, ich gebe dir die Flexibilität, wann man Common Accord fanden. An den Salarié hat aber gleichzeitig Sicherheit, dass wenn es kein Common Accord gibt, dass man dann bei seinen festen Arbeitszeiten zurückkommt und dass man eine Prävisibilität an eine Planungssicherheit eben hat.
an die Decision hält Salari dann noch nicht mehr für einen Monat, nicht für immer, dann hält sie für einen Monat, könnt du nur ganz normal bei seinen Arbeitszeiten zurück. Aber wir meinen, dass das ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wie die ganze Diskussion über Flexibilität muss am Anfang gefordert gehen. Flexibilität muss dem Salari wie dem Employer zugutekommen. Und darf nicht immer nur der einerseits zugutekommen. Salari muss noch hier Mat zu schwätzen hun. Aber wenn ich so hier Mat zu schwätzen, da meine ich nicht, so wie das Patronat hast du behauptet, da schwätzen ich nicht vom einzelnen Salari, den man seinem Employer durch etwas ausmischt. Dann den Salari, den aus einer Relation de Subordination vis-à-vis von seinem Patron, den möchtest du letztendlich gut nicht aus, weil das studentisch immer der Patron, den dann décidéiert, wenn es so ist. Du meinst dann einen kleinen Nebenremark, wenn wir vom Thema Öffnungszeiten schwätzen, wo ja als Position ganz klar ist, keine weiter Liberalisierung, ob man es nicht ohne einen sektoriellen Kollektivvertrag am Kader, von dem wir das verhandeln. An dem Dossier hat dann auch den LCGB eine ganz Flugposition, wo sie am Anfang so ein Sondesäbecht ja, awer nëmme sur base de Volontariat an nëmmen wann den Emploier sech mat segem Salarié eens gëtt. Wann mir op den Terrain ginn, an mir mat de Salarié schwätzen, an de Salarié soen dats et Leiit ginn, die so eng Solution sur base de Volontariat fuderen. Dann so en Salarien als Hundesinn wëssen déi eigentlich wéi Realität ausgesäit. Well Salarie wëssen ganz genau, dats dat Volontariat an der Erbeswelt absolut net gëtt, an dats dat immer darüber rauslebt, dats de Patron ass den décidéiert. An dat genau dat wat geschieet, wann man net de Kader setzen am Kader vun Kollektivverträg, e Kader setzen ënnerhalb vun dem en dann och wie bei H&M effektiv kann de Commun Accord Appppes décidéieren. Wenn wir die Kader nicht setzen, dann sind Salarien nicht an der Position, an der sie können effektiv ihrem Patron entgegentreten, also voilà, ich hätte gerne das. Dadurch, dass wir aber Kader setzen mit einem Kollektivvertrag, geben wir ihnen eine gewisse Position de Force, geben ihnen noch eine gewisse Sicherheit, mit der sie da können effektiv dem Nouveau, wie während dem Modell H&M eben durch einen Akkord eine gewisse Flexibilität dem Patron geben und dafür auch etwas Platz kriegen. Wenn ich also so ein Salari muss ich wohl mitschwätzen bei Flexibilität, bei Flexibilisierung, dann meine ich dummer, dass die Gewerkschaft als die organisiert Kraft von den Salarien empfangen, dass die Gewerkschaft Niveau von den Entreprisen, mehr Niveau von Sektoren, dass die an Kollektivvertragsverhandlungen dafür setzt. Und dafür meine ich, dass als Forderung doch ganz klar muss sein, und dass als Indien doch ganz klar sein, es kann keine Flexibilisierung ohne Kollektivvertrag gehen, weil ein Kollektivvertrag ist die einzige Garantie dafür, dass auch die Salarien die Interessen aber geholgen gehen. Dafür ist ganz klar, dass als gewerkschaftliche Verhandlungsrechte, dass die müssen ausgebaut und gestärkt gehen, und das Kollektivvertragswesen zu Lützeburg allgemein muss ausgebaut und gestärkt gehen. Und dann, und nimmer dann, können wir über weiter Flexibilität diskutieren. Merci. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will euch auch recht herzlich begrüßen heute zur großen Tarifkonferenz des OGBL, und ich freue mich natürlich, dass es auch wirklich eine große Tarifkonferenz geworden ist. Das ist ganz wichtig für uns, für euch, für die Kraft und die Stärke einer Gewerkschaft, dass der Saal voll ist und dass alles auch wahrgenommen wird und dass klar ist, wer die stärkste Gewerkschaft hier im Land ist. Vor allen Dingen, weil es bei dem Thema Tarifpolitik um das Kerngeschäft unserer Gewerkschaft geht, das Aushandeln von Arbeits- und Lohnbedingungen, also die Frage, welchen Teil von dem erarbeiteten Reichtum wir bekommen, wie viel Lohn wir erhalten. Nico hat darauf hingewiesen. Was bei uns im Portemonnaie landet, hat eben der Patron weniger. Und deswegen wollen wir heute gemeinsam Bilanz ziehen und uns die Lohnpolitik des OGBL in der letzten Mandatsperiode etwas genauer ansehen. Und deshalb zum Anfang, warum steht hier ein Sekretär aus dem Bereich der Industrie vor euch? Das ist ganz einfach, weil wir in diesem Bereich keinen sektoriellen Kollektivvertrag haben. Aber mit einem Bereich von fast 40.000 Beschäftigten und um die 90 Kollektivverträgen haben wir doch einen sehr guten Einblick, was an Tendenzen im Lohn in diesem Bereich in den letzten 5 Jahren verhandelt worden ist, welche Tendenzen es gibt und welche neuen Lohnformen
und damit gewerkschaftliche Herausforderungen sich für uns ergeben haben. Also es geht hier nicht darum, sozusagen eine quantitative Bilanz zu ziehen, mit dem Ziel zu benennen, wie viel Euro und Cent oder wie viel Prozent gesamtwirtschaftlich die Kollektivverträge des OGBL ausgemacht haben, sondern es geht mir vielmehr darum, aus gewerkschaftspolitischer Sicht die großen Trends und Herausforderungen in der Lohnpolitik zu benennen. Und es geht darum, auch mögliche Antworten auf diese Herausforderungen zu formulieren und aufzuzeigen, was jetzt gewerkschaftliche Tarifpolitik tun muss, um auch weiterhin gute Abschlüsse im Sinne unserer Mitglieder zu verhandeln. Weil nochmal, Tarifpolitik ist gewerkschaftliches Kerngeschäft. Tarifpolitik, also ich bin kein Fan von PowerPoint. Und deswegen habe ich einfach die wesentlichen Punkte euch aufgeschrieben und sie versucht zu übersetzen. Tarifpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist wesentliches Instrument der Lohnfindung in Luxemburg. Sie beeinflusst direkt die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Hälfte der luxemburgischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Neben dem Index und dem Mindestlohn wird in Kollektivvertragsverhandlungen auf betrieblicher oder auf sektorieller Ebene die Umverteilung der unternehmerischen Gewinne verhandelt mit dem Ziel, den Lohnkonflikt zu befrieden. Der Wert dieses sozialen Friedens wird von Seiten der Arbeitgeber als zu gering eingeschätzt und als zu selbstverständlich hingenommen. Weil unser System der Lohnfindung, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird angegriffen und diese Angriffe, die sind nichts Neues. Aus Sicht des Patronats, der Europäischen Kommission und anderer Institute, Pseudo-Institute, Professoren, Meinungsmacher sind die Löhne eben zu hoch und das sei ein Problem. Aber das Gegenteil ist eigentlich richtig und das Gegenteil ist der Fall. Die Löhne sind zu niedrig. Sie reichen nicht aus, um die gestiegene Produktivität auszugleichen. Die ganze Diskussion, Auseinanderklaffen, Lohn, Kapitaleinkünfte und so weiter, soziale Spaltung. Denn wenn Kollektivverträge unter Druck geraten, dann wird dadurch das gesamte System der Lohnfindung in Luxemburg mit den 3 Säulen in Frage gestellt. Und wir brauchen uns an der Stelle auch nichts vorzumachen. Die Angriffe des Patronats sind gesamtwirtschaftlich durchaus von etwas Erfolg gekrönt, weil immer weniger der in Luxemburg arbeitenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter den Schutz eines Kollektivvertrags fallen. Es sind zwar 50%, die drunter fallen, aber 50% auch eben nicht. Und es ist eben so, dass überall dort, wo wir vertreten sind, wo es Kollektivverträge gibt, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser geschützt sind, als dort, wo es keine gibt. Und unser Ziel als Gewerkschaft muss deswegen ganz klar sein, dass wir die weißen Flecken auf der Tariflandkarte wegbekommen durch die Wahlen. Das ist nämlich ein Handlungsauftrag für uns und der Anspruch eines OGBL muss sein, dass wir überall vertreten sind und überall branchenübergreifend Kollektivverträge verhandeln, um dort gute Löhne und sozialen Fortschritt zu implementieren. Denn gute Kollektivverträge sind die Voraussetzung für gute Arbeit. Sie sind die beste Versicherung gegen Spaltung der Gesellschaft und sind ein zentrales Instrument, um sozialen Zusammenhalt und faire und gerechte Chancen für alle zu gewährleisten. Löhne geraten aber auch innerhalb von Kollektivverträgen unter Druck. Gewerkschaftliche Verhandlungspartner werden zunehmend seitens des Patronats als Co-Manager angesehen, die Verständnis entwickeln sollen für die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen, welchen sich der Betrieb jetzt gerade gegenüber sieht, und von denen gibt es viele. Und in diesem Zusammenhang sollen dann mit uns immer mehr Lohnmodelle verhandelt werden, in denen die Lohnhöhe oder die Lohnzuwächse abhängig gemacht werden sollen von verschiedenen Faktoren, auf die im Zweifel der einzelne Arbeitnehmer überhaupt keinen Einfluss hat. In der Industrie sehen wir viel
Kriterien der Zielerreichung des Betriebes oder Kriterien der individuellen Leistung des betroffenen Mitarbeiters. Performance, Review, Modelle oder weiß ich noch was, wo einseitig festgelegt wird, was denn jetzt erwartet wird und was auch bezahlt werden soll. Krankheit, Anwesenheit soll sich negativ auswirken auf die Lohnhöhe. Wir sollen erpresst werden, weil allen diesen Lohnmodellen ist gemein, dass sie ja an die Stelle einer prozentualen Lohnerhöhung treten sollen oder diese zumindest ergänzen sollen. Sie verlagern das unternehmerische Risiko auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes, die unmittelbar mit ihrem eigenen Lohn für dieses unternehmerische Risiko letzten Endes haften sollen und hierfür bezahlen sollen. Die Entlohnungsmodelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind aus gewerkschaftlicher Sicht äußerst gefährlich. Sie verhindern eine generelle Lohnerhöhung im Betrieb oder flachen diese zumindest ab. Wir wissen, dass die Lohnzuwächse, selbst wenn alle Kriterien erfüllt werden, niedriger sind, als wenn es um generelle Lohnerhöhungen geht. Bei der Nichterfüllung der Kriterien überwiegen die negativen Aspekte bei weitem, was auch bei einigen Arbeitgebern hoffentlich zu denken geben sollte. Außerdem gefährden selektive Lohnmodelle den sozialen Zusammenhalt im Betrieb und hebeln soziale Rechte zum Beispiel bei Krankheit aus. Sie erhöhen den Druck auf die Belegschaften im Betrieb, indem sie das Vertrauen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihre gewerkschaftliche Vertretung schwächen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wehren wir uns gegen diese Art der Lohnfindung. Wir setzen uns ein und wir kämpfen für generelle Lohnerhöhungen, aber da werde ich nachher noch darauf eingehen. Im Bereich der Industrie geraten Löhne auch durch zunehmende Standortkonkurrenz von international agierenden Konzernen mit einem Produktionsbetrieb oder auch nur einem Verwaltungssitz in Luxemburg unter Druck. Durch die Lohnkonkurrenz mit Standorten, insbesondere in Osteuropa, werden hiesige Belegschaften im sogenannten Hochlohnland Luxemburg erpresst. Seitens der Arbeitgeberseite werden Lohnkostenvorteile an anderen Standorten in Kollektivvertragsverhandlungen genutzt, um gewerkschaftliche Forderungen abzuschwächen. Geflissentlich wird dabei aber ignoriert, dass der Standort Luxemburg in puncto qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rechtssicherheit und nicht zuletzt auch durch staatliche Interventionsmöglichkeiten bei Investitionen, Bildung und Forschung weiterhin attraktiv ist und viele Möglichkeiten bietet. Gerade in der Industrie, Klammer auf, haben wir so den Eindruck, wenn wir durch die Betriebe gehen, dass an jeder neuen Maschine ein Preisschild hängt, wo drauf steht 20% Luxemburger Staat. Und das sind eben dann genau diese neuen Maschinen, die den Arbeitnehmer, der sie jetzt gerade noch bedient, irgendwann auswechseln oder überflüssig machen sollen. Stichwort Industrie 4.0, Klammer zu. Außerdem sitzt bei den Lohnverhandlungen meist noch eine dritte Partei mit am Tisch, virtuell sozusagen. Der Kapitalgeber, der sitzt in der Regel außerhalb von Luxemburg und will sein Geld aber gut angelegt sehen und hat zu diesem Zweck ein willfähiges Management installiert, welches seine Renditeanforderungen umsetzen soll. Und hierbei gehen aber Kapitalinteressen ganz klar vor Arbeitnehmerinteressen. Das Luxemburger Sozialmodell und die Lohnfindung spielt hier aus Investorensicht keine Rolle. Und das führt eben dazu, dass von außen Lohnfindungsmodelle implementiert werden sollen, die einer reinen neoliberalen Marktlogik folgen. Und wir müssen ganz klar erkennen, dass wir uns in diesem Umfeld in einer reinen Kostenlogik bewegen, die natürlich Auswirkungen hat auf die Fähigkeit, Lohnabschlüsse zu verhandeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn das die großen Trends sind, auf die Ursachen will ich an der Stelle jetzt erstmal nicht weiter eingehen. Was müssen wir dann als Gewerkschaft als erstes tun? Und an den Antwort, also ich habe versucht, so eine Antwort zu formulieren, ich will an den Anfang meiner Antwort stellen, einen grundsätzlichen Zusammenhang, der immer noch Gültigkeit hat, nämlich,
dass Lohnhöhe ein Ausdruck ist des Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, und zwar egal auf welcher Ebene. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Betrieb und damit die Kampagnenfähigkeit und die Kampfbereitschaft der Belegschaften sind Grundvoraussetzungen für jede Lohnauseinandersetzung. Dieser Zusammenhang ist für uns unauflösbar, und muss immer mit berücksichtigt werden, wenn wir über Lohnauseinandersetzungen reden. Kräfteverhältnisse lassen sich auf alle Sektoren übertragen. Sie sind sozusagen die DNA einer Gewerkschaft und ihrer Fähigkeit, Löhne zu verhandeln. Und ich erinnere als Beispiel an die Massendemonstration im Gesundheits- und Pflegesektor aus dem Jahr 2016, wo der OGBL seine Streikfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Ohne diese Demonstration der Stärke wäre es in dem Sektor zu keinem positiven Abschluss gekommen. Selbiges gilt für den Bereich Bau, wo ganz aktuell Flexibilisierungsbestrebungen verhindert werden konnten und unter anderem generelle Lohnerhöhungen verhandelt worden sind. Wenn wir das wissen, was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir die Zahl unserer Mitglieder und die Identifikation mit ihrer Gewerkschaft erhöhen müssen. Und zwar indem wir sie mitnehmen und gemeinsam mit ihnen sozialen Fortschritt, höhere Löhne erkämpfen. Es muss auf allen Ebenen deutlich werden, dass gewerkschaftlicher Kampf sich lohnt und dass wir gemeinsam mehr erreichen als auf individueller Ebene, wenn wir einer gegen den anderen stehen. Und deshalb steht der OGBL für eine offensive Lohnpolitik. Ja, PowerPoint. Ja. Also, der OGBL steht deshalb für eine offensive Lohnpolitik, die fundamentalen Grundsätzen folgt. Erstens, Lohn ist für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die einzige Grundlage ihrer sozialen Absicherung. Die Bedingungen, zu denen sie ihre Arbeitskraft verkaufen, sind daher elementar für die individuelle Lebensgestaltung eines jeden Einzelnen. Lohnverhandlungen haben also ganz konkrete Auswirkungen, die unmittelbar Bereiche unseres Lebens berühren. Also ich will es zusammenfassen, mit Lohn spielt man nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und daher wehren wir uns gegen alle Individualisierungsversuche des Patronats und lehnen das Prinzip Lohn für individuelle Leistung ab. Auseinandersetzungen über Lohn führen wir auf Basis von Kräfteverhältnissen. Zweitens. Wir wollen eine nachhaltige Lohnentwicklung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchsetzen, welche von den individuellen Leistungen des Einzelnen entkoppelt ist. Wir wollen mit berechenbaren Lohntabellen eine nachhaltige Lohnentwicklung sicherstellen. Und in diesem Zusammenhang ist es unser Ziel, individuelle Lohngestaltung durch Prämien oder sonstige Einmalzahlungen zurückzudrängen. Drittens müssen wir hierfür weiterhin Menschen für unsere Gewerkschaftsarbeit begeistern, unsere Delegationen ausbauen, ihre Rechte stärken. Wir müssen unsere Mitglieder mitnehmen und positive Erlebnisse schaffen, weil es ist überdeutlich, dass die Zahl der Kollektivverträge erhöht werden muss. Viertens müssen wir alle im Betrieb mitnehmen. Lohnpolitik muss die Interessen aller Arbeitnehmergruppen im Betrieb berücksichtigen, wenn sie akzeptiert werden soll. Wir sehen uns in der Industrie kontinuierlich mit dem Versuch der Spaltung der Belegschaften konfrontiert. Arbeitnehmer werden rechtswidrig in Leiharbeitsverhältnissen eingestellt, was einen erheblichen Druck in der Lohnfrage auf unsere Stammbelegschaft ausübt. Im Angestelltenbereich gibt es zunehmend Arbeitnehmer, die durch falsche Kaderverträge nicht dem Anwendungsbereich eines Kollektivvertrags unterlegen sollen. Aber Lohnpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die gemeinsame Klammer, von der alle im Betrieb berührt werden. Und das müssen wir deutlich machen. Wir können die Interessen von allen Arbeitnehmern im Betrieb zusammenführen und brauchen die Unterstützung eines jeden im Betrieb. Wir dürfen die Spaltung nicht mitmachen. Fünftens bewegen wir uns in Luxemburg und im Besonderen im Sektor der Industrie stark international vernetzt.
Es gibt Unternehmenskonstrukte, die manchmal nicht einfach zu durchdringen sind. Und deswegen ist die Forderung, dass wir gewerkschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Sachverstand brauchen, mit Blick auf die Eigentumsverhältnisse des Betriebes, Informationspflichten der Arbeitgeber müssen verschärft werden. Und sechstens, und dann komme ich zum Abschluss, aber es ist trotzdem ein wichtiger Punkt, also ich bitte euch noch mal ganz kurz um Aufmerksamkeit. Sechstens wird das luxemburgische System der Lohnfindung, und Nico hat da einige Elemente schon genannt, das luxemburgische System der Lohnfindung basierend auf den Elementen Mindestlohn, Index und Kollektivverträgen zunehmend in Frage gestellt. Das System ist angelegt, um Verteilungskonflikte institutionalisiert zwischen Sozialpartnern auszutragen und letzten Endes möglicherweise staatlich flankiert zu befrieden. System der Schlichtung. Arbeitskampfmaßnahmen sind als Mittel der Eskalation während der Tarifauseinandersetzung nicht möglich. Um Streikrecht zu bekommen, muss erst die Nichteinigung beim Schlichtungsamt beantragt werden, was lange dauert, kompliziert ist und deswegen in der Regel die Verhandlungen in die Länge zieht und damit dem Arbeitgeber in die Karten spielt, weil er nämlich geschuldete Lohnerhöhungen verschleppen kann und für uns es eben schwierig macht, diese rückwirkend zu verhandeln. Und außerdem raubt uns diese Prozedur darüber hinaus unser schärfstes Schwert, nämlich das Recht, unsere Arbeit niederzulegen, um unsere Interessen und letzten Endes einen höheren Lohn zu erkämpfen. Deshalb brauchen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, innerhalb des Systems der Lohnfindung die Möglichkeit, Konflikte frühzeitiger zu eskalieren und so unsere Stärke und unsere Verhandlungsmacht unter Beweis zu stellen. In der Tarifauseinandersetzung in der deutschen Metall- und Elektroindustrie in diesem Jahr haben die Kolleginnen und Kollegen der IG Metall sehr gute Erfahrungen mit einem neuen Instrument gemacht, dem Instrument der sogenannten 24-Stunden-Warnstreiks. Letzten Endes war es der Druck der 24-Stunden-Warnstreiks, der den Tarifabschluss ermöglicht hat. Und wir, um unser System der Lohnfindung strukturell zu stärken, müssen in diese Richtung überlegen. Wir müssen einem zunehmend aggressiv auftretenden Patronat mehr Einhalt gebeten. Wenn Sie damit rechnen, dass wir Ihre Produktion stilllegen können, dann werden Sie verhandeln. Und das war schon immer so. Darauf können wir uns verlassen. Ich danke in diesem Sinne für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche uns weiterhin einen erfolgreichen Abend. Dankeschön. Ja, dann will ich den Aspekt über qualitative Aspekte, die in einem Kollektivvertrag finden kann, vorstellen, an dem sich mich dann auf als Kollektivverträge am Finanzsektor wird basieren, weil das eben Kollektivverträge sind, die mir auch verhandeln und kennen. Das ist den Kollektivvertrag von den Banken und den Kollektivvertrag von den Assuranzen. Wir hören, dass effektiv die Remuneration einen wichtigen Teil an Aspekt von den Kollektivverträgen ausmacht. Aber Kollektivverträge, da geht es ja auch mehr weit, weil sie sind ja da für die Arbeitsbedingungen von den Salarien am Großen en general eben zu regeln, aber auch vis-à-vis von einem Gesetz die Aspekte auch zu verbessern. Kollektivverträge sind also da für die Arbeitsqualität zu verbessern und auch gute Arbeitsbedingungen zu garantieren. Und eben, da sind eben andere Aspekte wichtig, so wie wir das an der Introduktion von Nico hören haben, die Formation, aber auch die Sicherheit und die Gesundheit auf der Arbeit. Wir sind ja an einem Kontext von ständigen und schnellen Entwicklungen von unserer Arbeitswelt eben konfrontiert. An dem Kontext sind professionelle Kompetenzen und Kenntnisse von den Salarien ja immer mehr gefordert. Dafür ist es immens wichtig, effektiv, dass der Kollektivvertrag
den Sicherheit, Sekurität eben vun der Arbeit a vun de Karrieren garantieren soll. An das durch ein ganz wichtiges Element eben Formation professionell, wie man da doch für Runden hören hun. Also wichtig, dass eben Salarien Accès zu der Formation hun, und zwar tout au long de la vie. An Hai hummer zum Beispiel an eisen beiden Kollektivverträg Banken an Assurancen eben so een Akkor virgesinn, den dazu beiträgt, dass also Salarienaccès während ihrer ganzer Karriere zu de Formationen hun. Du gëtt schon schreit Beispieler dann opgezielt an eng Formation d'insertion, dat das méi eng Formation am vu 4 Salarien, die nei am Sektor sinn, an fir hinnen dann Accès zu de gute Formation zu och fir dat sie her Funktion eben die her neii Funktion do besser kennenléieren. An dann noch eng Formation eben professionell kontinu, diese dann all Salarié adresséiert, fir dat sie eben hier et Meiglechkeeten hunn sech eben während der ganzer Karriere können unzupassen. Die Formation professionell kontinu besteht doch aus 2 Typen von Formationen. Engéicht as Formation vun der Reorientation, dat das eben wichtig für Salarien, die konfrontiert sind mit signifikativen Changementer von ihrer Arbeit, an da sind hinnen do eben helfen kann, sich diese Changementer anzupassen, als an dem Akkor eben vorgesehen, dass sie do Accès zu einer Formation für ihre Kompetenzen können zu adaptieren. Und dann auch eine Formation de Perfektionnement, das so méi eng Formation, die eben dafür beibringt, dass Salarien eben ihre Kompetenzen und Kenntnisse tout au long von ihrer Karriere können à jour halten. An dem Akkor sind eben noch andere Aspekte vorgesehen, wie eng Prime de Formation, an effektiv, dass die Charge noch von den Frais d'inscription auch à charge du Patron sind, für ihnen auch die Möglichkeit zu gehen, eben die Formationen können zu machen, und noch eben durch eine Congé-Formation, die dann dazu beiträgt, dass sie dann können die Formationen doch auch machen. Mir noch, das ist auch immens wichtig, dass es auch einen individuellen Droit à la Formation gibt. Das heißt, dass alle Salarié eben den Accès zu der Formation Recht hat, die Formation zu machen, an auch vom Anfang bis zum Schluss von ihrer Karriere. Schon hier ein Beispiel von den Société Assurances abgezählt, weil hier einen richtigen Droit individuell ist, den auch quantifiiert ist. Das heißt, da sind noch eng Rutsch vun Stonnen eben zu den Formationen do pro Salarié akkordéiert pro Joer an eben de Kollektivvertrag mischt, dass dat eben enkadréiert gëtt. Zu den Formationen zählt eben auch kohärent an solid Bilan de Formation an de Kompetenzen, weil das immens wichtig, dass eben Formationen gekoppelt gehen mit den Kompetenzen au fur et à mesure von der Evolution von den Salarien. Und dafür müssen eben noch Bilan de Kompetenzen auf einer annueller Basis vermöglich etabliert gehen. Dat gesinn noch die zwei, dat haben wir auch an den 2 Kollektivverträgen eben noch so verhandelt an garantiiert gut. Qualitativ hecht aber auch, dass in eng besser Gestaltung von der Arbeitszeit, wie man dat fir run mam David gesinn hun kann garantiieren. Und zwar durch effektiv flexibel Arbeitszeitsysteme wie den Horaire mobil. Ich will nicht, ob die Sujet agoen, weil das so gut vom David erklärt ist. Aber Salarien müssen eben die Chance haben, an Recht haben, hier Arbeit nur ihre Besoin können anzurichten,
das zum wichtig, weil an am Kontext von Haut von der Digitalisation die Intensität von der Arbeit auch immer mehr zuhält, für den immer mehr Produktivität an von den Salarien. Und sie mussten dann auch können genug Rekuperation hun an genug Rotzeit können hun für dann von der ihrer Arbeit können zu rekuperieren. Dafür muss auch ein Kollektivvertrag eben genug Rotzeit können garantieren. An dem sind zum Beispiel Compte Parental vorgesehen, Projet de loi eben am Moment am Gangen an der Chambre diskutiert zu gehen, debattiert zu gehen, aber an einem Kollektivvertrag Banken haben wir zum Beispiel schon so etwas ausgehandelt, dass am Anfang Delegationen Recht tun, Negoziationen zu frohen für so ein Akkord über den engem Compte Parental können zu feiern. Bon, es gibt am Anfang keine Obligation de Resultat. Das ist, der Patron kann immer so das refusieren. Aber das Recht besteht schon, dass die Delegation das kann aufrufen. Am Fall von einem Refus können sie sich noch immer unter Kommission paritaire wenden. Und am Kollektivvertrag haben wir dann auch Mesure d'application eben vorgesehen, die so ein Akkord soll haben. Das heißt, du musst auch eben die Source d'Alimentation vom Compte Parental musst du definiert gehen, wie geht den ernährt. Und auch wie kann davon beneficiieren, aber auch die Limiten von der Zeit, die so gespürt kann gehen, so wie eine Zeitspanne. Das alles ist schon effektiv, das sind effektiv Mesuren, die schon am Kollektivvertrag vorgesehen sind. Das ist eben noch wichtig, dass die qualitativen Aspekte gehen ja auch über die Congés. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. An der Erweiterung von der Congés kann ich noch durch Kollektivvertrag eben fördern. Zum Beispiel an dem Sinn mehr Congés dem Alter noch gibt oder der Ancienität noch. Hier haben wir zum Beispiel Beispiele, wie wird aktuell an den Kollektivverträgen ausgesagt. Aber wir haben noch nach dazu Jour de Repos ausgehandelt kriegt. Das könnte nach zum Congé dabei und trägt am Anfang dazu bei, dass die Arbeitszeit am Anfang aufgesagt wird, weil sie do mehr Jour de Repos eben haben, an den Assuranzen 9,5 Tage und dann an die Banken 8,5 Tage pro Jahr dabei. Es geht auch darum, dass die Congés-Sorten eben diversifiziert gehen, für eben und die verschiedenen Besoinen von den Salarien können verbunden zu gehen. Haben wir zum Beispiel am Kollektivvertrag Assuranzen ein Congé syndical, also die Congé-Formation für Delegationen erweitert, sodass sie auch mehr Zeit für ihre Formationen können haben, am Kader von ihrem Mandat. Weil es geht am Anfang auch darum, dass den Salarien erlaubt, eben Privat- und Berufsleben mehr mit denen zu gestalten und mehr besser zu konzilieren und so auch zu einer qualitativen Arbeit an einem qualitativen Environnement de Travail zu feiern. Du können auch andere Aspekte eben zu der Santé und zu dem Bien-être au Travail von den Salariés feiern. Wir haben zum Beispiel Deklaration de Principe über den Harcèlement sexuell et moral, den 2009, das war am Anfang eine Konvention interprofessionelle, die von den Sozialpartnern am nationalen Niveau unterschrieben ging. Die haben wir zum Beispiel an den Kollektivverträgen durch einen Akkord eben auch mit dran gesetzt. Das heißt, dass du haben eben Salarien eben durch den Akkord die Möglichkeit eben Rekursmöglichkeiten eben über den ASTF, also eine Association de la Santé au Travail du Sektor Financier, können do op anonymer Weise betreut zu gehen.
An Patron hunn eben och d'Obligationun sech do anzusetzen fir géint so Harcelmenter eben mussssen fir ze goen. Effektiv niwen dëssen positiven an qualitativen Aspekter mussssen se joch eben und Fall vun de Restrukturationen interesseieren Outsourcing a wat eben an denen Momenter wat kann e Kollektivvertrag fir so Fall fir gesinn. Fir eben hier rachtter können ze renforcéieren. Do muss effektiv Kollektivvertrag den nedesche Schutz fir gesinn. An zwar am Fall vun Restrukturationen misst Kollektivvertrag dofir sugen, dass präventiv zu enger Annonce vun Outsourcing oder Restrukturation eben immer e Plan de maintien dans l'emploi garantiiert gëtt a verhandelt gëtt, fir eben dazu beizudrohen, dass wirklich als echt alles möchte, für das Licenciement verhindert gehen. An den Assuranzen bei verhandelt kriegt, dass eben ein Engagement von den Patronen, das lo keine Obligation, mehr aber ein Engagement besteht, dass die Entreprise so ein Plan de maintien dans l'emploi diskutieren sollen. Dazu müssen eben Plan de Formation an der Reorientation auch mit abgegraffen gehen. Auch im Fall von Transferen, das ja etwas, was immer mehr geschieht, da müssen auch der Schutzumfang von den Salarien auch renforciert gehen. Wir haben so an den 2 Kollektivverträgen eng Schutz eben vun 2 Joer 4 gesinn, fir das Salarien wann se transferiert gin, ebe geschützt sinn géint et Licenciement pour Motiv économique, a géint all Modifikationun an ihrer Defaveur vun ihrem Arbeitskontrakt. Wat am Fong ganz eng wichtig Element vun eisem Kollektivvertrag vun de Kollektivvertrag am generelle soll sinn. Auch wann in lo am Fall vun engem eben wann het bis zu Kënnechungen sollt kommen, so muss Kollektivverträg mussssen dann auch dofir sugen, dass de Schuld fir Salarien so viel wie méigich können reduzéiert gin. Zum Beispiel durch eben racht fir all Salarie, dat hi racht op een Entretien préalable o Licenciement huet. Dat man auch an den Assuranzen, an de Banken recht ab Betriebe ab 100 Salarien. Mais auch, wat ganz wichtig ist, mesure d'accompagnement, wann Salarié bis gekündigt kreen. Das ist, dass all Salarié recht op so mesuren huet, fir eben Outplacement, mais auch Formationen, fir sech können so schnell wie möglich können eben die Formation zu hunn, afir so schnell wie möglich können eng Najabecht ze fannen. Ha zum Beispiel Beispiel vun den Assuranzen, wo en dann voilà, gesäit wie dat ausgesäit. mat engem Budget auch an de Banken, do as het leider d'Assuranzen do hunn dat geht fir d Licenciement individuell wie d Licenciement ekonomiken. An de Banken ass do näicht fir gesi fir d Licenciement individuell, mé am Fall vun engem Licenciement ekonomik, do hunn Salarien effektiv recht op Outplacement an op Formationsbudget. Et geht doch dodrems eben Präavien an d'indemnité de départ am Fall von engem Licenciement zu erheigen, wie heute zum Beispiel für die eben mi favorabel für die Salarien zu gestalten. Präavien eben gehen heute zum Beispiel am Fall von engem Licenciement économique verdoubelt an beide Kollektivverträge, an d'indemnité prolongée am Fall von engem Licenciement économique sind auch mi heich. Das ist auch wichtig eben für Salarien, die Ende von ihrer Karriere angekommen sind, für ihnen auch einen dynamischen Schutz zu gewähren, für wenn sie wirklich kurz vor der Pension stehen, eben an so einer Situation geraten, sie die Zeit können überbrücken, ohne müssen über den Chômage zu fahren oder ohne müssen
eng neiabeg ze sichen. An so racht gëtt eben lo an den Assuranzen, wo sie als Salarie den bis zu engem Joer 400 Rand steht eben racht huet op Präavis Elargie fir eben so lang können bis um Rand zu kommen. Dat silo die Beispieler, die mir konkret an eise Kollektivvertrag 4 gesinn hunn, du ginnet effektiv nach viel qualitativ Aspekte, so wie zum Beispiel den droit de Connexion oder auch Congé sozial. Dat Congé sozial hummer zum Beispiel auch an de Kollektivvertrag 4 gesinn, méi dat ass am Fong nëmmen eng Deklaration de Prinzip an schmengen, dats die Aspekte an der Zukunft viel méi mussssen mat an de Kollektivvertrag mat begraf gin an noch an bei den nächste Verhandlungen auch viel méi muss du drop gepocht sinn fir die qualitative Aspekte wat de bien-être Travaillers ugeet, mé och Securitéit muss viel méi an de Vierdergrund gesat gin a viel mich stark gefordert gin. Voilà, dat war alles wat ich dazu so kann an schaffen war interessant. So, Kollegen und Kolleginnen, machen wir es lang oder kurz? Wir machen keine Aufstimmung, wir sind heute nicht an einer Tarifkommission. Das lo ganz viel geschwert gehen vun engem wesentlichen Element vun de Kollektivvertrag bei allen Orateuren, nämlich Bedeutung vun de Kräfteverhältnisse, die muss hun fir d Lohn an Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Handlungsinstrument sind Kollektivverträge. Kenlo de Nico zitieren, dat firdroen gesot mocht a Geige mocht. An Geige mocht net gëtt, da regiert just mocht. Haut mitten waren bei der Regierung respektiv bei den 3 Parteien, die Koalitionsgespräche feieren. Und da ginn je lo Beispiel, mir sind invitiert gin fir dass mir du kennt als Meinung soen, wie mir dann die Situation gesehen, aber wie soll weitergehen. Und da gehen wir ein Beispiel von Murcht, Gegenmurcht, Eismurcht. Wie im Jacques kommen, und der Premierminister Xavier Bettel gemeint, über den Indexpreis mal gar nicht zu schwätzen, weil da wären sich die 3 Parteien do eins. Und den Index gibt nicht gefrickelt gehen. Das schon nur gesagt, ich hatte einmal nicht mehr auf meiner Liste stehen. Weil mir hat ja führende Wahlen die Partei ganz klar gesagt, wie sie zum Index verstehen, das sollen sie ganz klar ausdrücken. Ja, die 3 Parteien, die da sitzen, haben alle Guten gesagt, sie dürfen nicht den Index frickeln gehen. Und da, Kollegen und Kolleginnen, als das ein Ausdruck von Murcht, von etwas, was den OGBler kennen anderen realisiert hat, nämlich wie 10 Jahre probiert gehen, als den Index hier am Land anzugreifen, wären Mehrheit. Der mehr alle Guten, die konsequente Widerstand gemacht haben, wie das eben nicht irgendetwas bis beim Index passiert. Das an haut sie man an der Situation, dass man an den Saal kommen und sagen, ja, schwätzt nicht vom Index, wir werden nicht um den Index gehen. Murcht, a Gegenmurcht. Aber wir haben heute mit der Lohnpolitik angefangen. Und zwar als Forderung von der strukturellen Erhöhung vom Mindestlohn 10%. Weil, für du hast gesagt, also das ganze Modell
von der Lohnfindung besteht aus Index, Mindestlohn an der dritte sind als Kollektivvertragsverhandlungen. Das ist für so ein zweiter Punkt. Wir haben heute ganz klar gesagt, die strukturelle Erhöhung, die muss kommen. Und das ist so ein heute Abend, dass wir dafür werden kämpfen, aber wenn eine gemengt wird, die soll nicht kommen, da werden zu gewerkschaftlichen Aktionen kommen für die Erhöhung vom Mindestlohn. Und da sind wir beim dritten Punkt von den 3 Pilien, Kollektivvertragsverhandlungen. Ich gehe nun gerne mehr auf all die Themen an, die ich hier präsentiert gesehen. Aber just darauf, dass man kollektiv, und ich gesehen habe, was kollektiv ist. Es soll dem mit 400 Leuten an der Woche oben gerammelt voll ist. Das trägt das Kollektiv aus die Kraft, wo mehr halt können Garantie geben, dass die 50% von den Leuten, die über 250 Kollektivverträge, die NOGBL verhandelt, dass die Kollektivverträge von uns werden protegiert und ausgebaut gehen. Und da schwätzen wir von den 50%, die nicht am Moment Chance haben, einen irgendeinen Kollektivvertrag hier am Land zu fallen. Und auch da, nur ganz kurz, wir brauchen eine Reform, und das tun wir auch heute, der Regierung respektive der potenziellen Koalitionären gesagt, wir brauchen eine Reform von unserem Gesetz über Kollektivverträge. Weil wir 50% an einem Land nicht mehr in der Kollektivverträge fallen, dann heißt das, dass etwas faul in dem Gesetz ist und dass es nicht mehr den Realitäten von heute entspricht. Und dafür muss es verbessert gehen. Und wir haben ganz präzise Ideen, wie es muss verbessert gehen, für das auch an all den Bereichen, wo da im Moment kein Kollektivvertrag gehen, mehr Kollektivverträge gehen, nur Motto, Kollektivvertrag für jeden hier am Land. Aber wir auch heute mit ganz klar gesagt haben, par rapport eben genau was für eine Menge Partei am Visier hat, nämlich die an ihrem Programm zu 100% die Forderung von der UEL vom Patronat überholt hat, nämlich Flexibilisierung, die Weiterflexibilisierung von unserem Arbeitsrecht und der Arbeitszeit froh, Referenzperiode auf 12 Monate, Schiedfrieden. Heilbanne weiß, wir haben am Moment ein Gesetz, da ist es möglich. 12 Monate Arbeitszeit zu organisieren, mit nicht mehr unter einer Bedingung, dass das über den Weg von Kollektivverträgen schläft, an eine Partei, die dahinter geht, an die Forderung von der UEL überhält, nämlich genau am Arbeitsgesetz willen anzuschreiben. 12 Monate Referenzperiode sollen möglich sein, ohne Kollektivverträge. Da soll mir ganz klar für den OGBL ein absoluter No-Go, aber wenn ihr auf die Idee könnt, an den Diskussionen zu mengen, das Pfandgesetz, das im Moment existiert, das soll verschlechtert gehen, auch dann deklarieren wir heute Abend mehr Algorithmen zusammen werden zu gewerkschaftlichen Aktionen kommen. Ich wollte kurz sein und dafür erklären schon nicht am Detail, was all als Überlegungen sind, wie das Kollektivvertragsgesetz verbessert gehen. Das meine ich schon nicht. Aber was ich noch sagen, dass viele über die Arbeitszeiten geschwärzt gehen, auch heute mit nur ein ganz paar Elemente, da proposiert unter anderem auch die Verallgemeinerung von der 6. Urlaubswoche als Lützeburger Punkt, den wir lange fordern, und auch den will man am Moment realisiert wissen. So, und da geht es nur ganz kurz. Ich bin begeistert, war 400 delegierte Spitzenmilitanten vom OGBL während der Woche zusammen sind für über Kollektivverträge
zu debattieren oder eine Konferenz zu summen zu machen. Es gibt viele Konferenzen hier im Land, gibt da wenig, die so ein Succès haben mit so einer Partizipation an so einer Stoff hier. Vielmals merci. Und dann einfach noch ein kleiner Satz. War 400 Leute, Spitzenmilitanten, und Delegierten, heute Abend zusammen sind, für zusammen die Konferenz zu machen mit dem kollektiven Willen, den das sich ausdrückt, dann sind wir überhaupt nicht bang für die Sozialwahlen, die nur im März ausstehen. Die Sozialwahlen, die werden wir wannen. Da werden wir uns weiter stärken in Richtung von einer Einheitsgewerkschaft hier zu Lützeburg, weil das ist die Kampfkraft, die wir brauchen, für das auch jeder hier im Lande Kollektivvertrag kriegt. Merci.